Hey, jetzt sind wir im Studio hier und ich freue mich sehr, dass wir auch den Leo hier noch bei uns haben. Leo, eine gewaltige Message. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal zusammenfassen, was war auf deinem Herz heute Morgen? Für mich in einer Freundschaft ist das Wichtigste, die einzige Person, die ich verändern kann, bin ich selber. Und ich bin es mir wert, dass ich wirklich in diese Fülle von Jesus reinkomme. Weil am Kreuz geschieht wirklich eine Veränderung, dass ich alte Eigenschaften ablegen kann und das Ich Bin für mich definiere und proklamiere. Und dann kann man auch ganz konkret Freundschaftskulturen mal aufschreiben, welche Kulturen möchte ich leben, und man schreibt es auf und sagt, okay, ab jetzt arbeite ich an dem, und man ist ja nicht alleine, weil Jesus hilft uns ja in diesen Punkten. Absolut. Hey, gerne stellen wir dir 1, 2 Fragen, heiße Fragen, wie immer, liebe Leute, ihr kennt das ja zu Hause, nach der Predigt, Q&A. Und Leo, der Simon hat über Abhängigkeit gesprochen. Jetzt ist ein Riesenthema, sind wir da nicht irgendwo alle abhängig? Weil wenn wir ja nicht abhängig sind, dann könnten wir alle unabhängig leben. Und ist Beziehung nicht auch immer Teilabhängigkeit? Ja, das ist gut gesagt, weil Jesus hatte gesagt, ein Mann verlässt Vater und Mutter und bindet sich an eine Person an. Genau, das meinst du. Und es ist da, wenn man ja eine Freundschaft oder Ehe eingeht, macht man ein Commitment, man bindet sich in dem Sinn zusammen. Aber das ist eine gute Bindung. Aber dann gibt es viele Bindungen, die sind ungesund. Wo ich in eine Abhängigkeit hineinkomme in meinem Leben. Eben, wenn man zum Beispiel Angst hat von Minderwert und dann das Gefühl habe, wenn du mir immer Lob gibst, oder mache ich dann Dinge, damit ich dann Lob bekomme. Und das ist dann eine ungesunde Abhängigkeit. Es gibt gesunde und ungesunde. Weil man kann nicht einfach sagen, man ist losgelöst von allem, weil das funktioniert das Modell nicht. Aber in dem Sinn, ich sage gesunde Bindungen und es gibt ungesunde Bindungen. Und die ungesunden, die muss man lösen. Jetzt vielleicht gibt es ja in jeder Beziehung, nicht vielleicht, es gibt in jeder Beziehung, gibt es Konflikte, es gibt Stürme, es gibt Zeiten, wo es einfach nicht easy ist. Was würdest du da, wie siehst du das? Wo ist etwas einfach ungesund in einer Beziehung und wo ist es einfach ein Sturm, etwas, wo man durchgehen muss? Ich definiere das generell so, wenn eine Person sich entscheidet, am Charakter zu arbeiten, dann ist ja das Tempo von der Veränderung unterschiedlich. Aber wenn eine Person einfach sagt, ich bin halt so, dann ist das eigentlich, ehrlich gesagt, dann ist eine Veränderung gar nicht möglich. Und ich habe nie ein Problem, wenn meine Frau sagt, hey, look, ich bin in einer Krise drin, aber ich nehme meine Zeit mit Jesus, ich gehe in die Beratung, ich gehe in die Psychologie. Dann ist kein Problem, dann ist ein Weg dahin, dann kann ich das auch einschätzen. Ja. Aber wenn sie sagt, nein, ich bin so und ich bleibe so, dann muss ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, will ich dann mit dem für immer leben? Und das braucht es eben gegenseitig von beiden Dingen. Und ich glaube, diese Grundvoraussetzung ist auch in einer Leiterschaft genau das Gleiche. Aber nochmal nachhaken hier. So jetzt etwas heikel in einer Beziehung, und er sagt, okay, ich bin in einer Ehe, reden wir von einer Ehe, und die Person sagt, ich möchte nicht an mir arbeiten. Wie gehen wir dann damit um? Weil das ja dann einfach sagen, trennen ist ja nicht wirklich die Lösung. Ja, aber das finde ich eben Manipulation. Oder? Da beginnt eben genau Manipulation, wo jemand sagt, du hast mich geheiratet, du darfst nicht scheiden, du musst bleiben. Dann weiß man ganz genau, wie ein Kind, wenn der Vater sagt, ich werde dir eine Strafe geben, Kind, was das macht er sowieso nicht. Kannst gerade das Strafe, das Feedback auch lassen. Wenn jemand sagt, ich bleibe wie ich bin, ich habe mich entschieden und du musst da sein, das ist Manipulation. Und bei Manipulation ist immer gesagt, nein, ich muss gar nicht, du kannst immer gehen. Man kann immer gehen. Und wenn man nicht geht, toleriert man eben auch wieder diese Kultur, dass das Gegenüber muss sich gar nicht ändern, weil die merkt ja auch, das meint er gar nicht im Ernst. Und es geht um eine Kultur auf beide Seiten, aber es ist dann wieder Manipulation. Und Manipulation führt in einer Beziehung immer zu einem Ende, immer. Jetzt, wir haben darüber gesprochen, dass eben Veränderung sehr essentiell ist und dass wir Veränderung eben am Kreuz erfahren können, indem wir nicht nur Dinge ablegen, du hast ja das so cool illustriert mit Susanne, sondern Dinge dort auch wieder neu aufnehmen. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja nicht so einfach. Ich gehe einfach ein bisschen ans Kreuz, sage 1000-mal, jetzt ist alles gut, ich bin anders und dann bin ich anders. Wie mache ich? Also ist es nicht ein bisschen too easy? Ja, genau, das ist eine super Frage. Ich liebe diese Frage, ist genau der Punkt, weil ich war ja genau mit der Frage auch in einem Coaching, hat dann ein Coach gesagt, ja, wenn du umfällst,
bleibst du nicht liegen. Du stehst auf, richtest die Krone und sagst, das gehört nicht mehr zu mir. Ist geschehen, aber ist nicht meine Identität. Und das machst du so lange, bis du merkst, du läufst in dem Sinne. Und das ist das genau gleiche. Also ich hatte ja diesen Zornausbruch, du kennst ja mich, du bist auch in meiner Small Group, du kennst das, hast es auch schon ein paar Mal miterlebt und hast es überlebt in dem Sinne. Nein, es war ein Weg dahin, aber ich habe es bekannt, ich habe gesagt, ich habe ein Zornproblem, ich habe einen Vulkan, habe darüber gepredigt, habe das immer wieder proklamiert, ich bin sanftmütig und dann kam der Vulkan wieder. Aber dann irgendwann, sag ich jetzt mal nach 2, 3 Jahren, hat man das gesehen, es wird immer weniger, weil ich habe dem auch gegenübergestellt, das geht nicht. Und natürlich habe ich dann auch einen Moment erlebt, wo Gott mir den Zusammenhang gezeigt hat, von woher kommt das. Aber ich habe immer gesagt, das ist mein altes Leben, es gehört nicht mehr zu mir. Und nach 3 Jahren hatte ich das wirklich überwunden. Ja. Und jetzt gibt es vielleicht mal so ein ganz kleines Püpfchen noch, aber that's it. Und das ist wo man hinschaut, da geht man hin, wie beim Autofahren, sagt man, da wo du hinschaust, gehst du hin. Und ich habe immer das Ziel angeschaut. Und das ist dann immer ein Weg, ein Weg dahin. Und bei deinen Leuten ist es so, du sagst einmal etwas, Raucher rauchen nie mehr und andere müssen Schritt für Schritt lernen, nicht mehr zu rauchen. Ich habe das Kreuz, ich finde es mega spannend. Aber vielleicht jetzt für Leute, die online zuschauen und sagen, ja, ihr redet immer vom Kreuz. Wieso das Kreuz? Ja, weil Jesus starb an diesem Kreuz für all unsere Sünden und Fehlen und auch unsere Krankheiten. Er sagte, ich nahm auf mich alle eure Gebrechen und mein Wutausbruch, meine Minderwertigkeitsgefühle, das ist ein Lasten, das ich habe. Und da geschieht wirklich Heilung und Veränderung, weil ich weiß, Jesus kann ein Wort sprechen und ich und mein Haus sind geheilt oder sind gesund. Und das ist die Kraft vom Kreuz. Ist auch das Symbol von einem Minus, geschieht ein Plus in meinem Leben. Oh Mann. Er ist so kraftvoll und ich glaube, es hat mich so erinnert an diese Römer 12 Stelle auch, die sagt, dass eben der Geist Gottes uns erneuert in unserem Denken. Und lass uns da dranbleiben. Ich liebe es auch zu sehen, gerade was du angesprochen hast, dass Gott da wirklich Durchbrüche schenkt. Und ich bete auch für dich, dass du wirklich erleben darfst, wie Gott in deinem Leben Durchbrüche schenkt. Und wenn du vielleicht gerade merkst, dass du in deinem Leben, in deiner Beziehung, vielleicht auch in der Familie anstehst, dann haben wir auch für dich ein ganz cooles Angebot. Morgen Abend gibt es den Family Chat wieder. Der Family Chat, Dan, du bist dort auch mit dabei. Und es geht darum, was ist wichtiger, Liebespaar oder Elternsein? Also ganz spannendes Thema. Und ich ermutige dich, wenn du das bist, du in einer Family-Situation bist, klingt dich dort ein, es wird mega spannend. So cool mit dir dabei zu sein, heute Kirche zu erleben. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut.